Predstavljamo zgodbo in živali Dunajskega živalskega vrta. Spoznali smo šembrunski podmladek, veliko pando Fubao in prvo slončico na svetu, spočeto s pomočjo umetne oploditve in očetom iz divjine. Dobrodošli v družbi živali in ljudi. V tokratni oddaji vas bomo popeljali po najstarejšem živalskem vrtu na svetu. Smo v Šembrunu, v živalskem vrtu na Dunaju. Tiergarten Schönbrunn ist der älteste Tiergarten der Welt. Er ist 1752 von Franz Stephan von Lothringen, dem Gemahl der berühmten Maria Theresia, erbaut worden. Wir stehen hier vom Pavillon, das Zentrum des Tiergartens, ursprünglich also als Frühstückspavillon für den Kaiser schon gebaut, heute auch die Restauration und rundherum die sogenannten Logen, also das waren die 13 Tiergehege. Heute ist der Tiergarten 17 Hektar. Er hat sich im Laufe der Zeit erweitert, vom Zentrum weg ein Stückchen Richtung Osten. Und in den letzten Jahren, also eigentlich erst 1993, ist der obere Teil des Waldes dazugekommen, ist ein Teil des Bioreservats Wiener Wald. Und hier haben wir auch den alten Tiroler Hof wieder aufgebaut. Wir haben fast 700 Arten, ich kann sie nicht alle aufzählen, aber sicher ein Highlight hier im Tiergarten Schönbrunn sind die großen Pandas. Wir haben seit über 10 Jahren große Pandas hier, haben zurzeit auch einen Nachwuchs, also ein Jungtier, das 3. Mal jetzt. Es gibt auch Koalas, es gibt Panzernashörner, es gibt Elefanten, es gibt Großkatzen wie Tiger und Löwen natürlich, Eisbären, Pinguine, aber auch vielleicht weniger spektakuläre Arten dafür, aber für uns ganz wichtige Arten für den Artenschutz wie die Batagur-Flussschildkröte, eine der 3 seltensten Schildkröten der Welt, wo wir auch ein Projekt in Bangladesch in der Heimat der Schildkröte betreuen. Gerade am Beispiel des Tiergarten Schönbrunns kann man so die Zoogeschichte sehr gut nachvollziehen. Der Tiergarten Schönbrunn wurde als Menagerie gegründet zu Repräsentationszwecken, wie es damals üblich war. Es war so gerade Ende Barock. Damals hat jeder Herrscher Menagerien gehabt und Schönbrunn war eine der letzten, die als Menagerie gegründet worden ist und ist aber der einzige Zoo, der sich bis heute erhalten hat. Wurde dann schon nach dem Tod von Franz Stephan für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zunächst nur sonntags und nur für anständig gekleidete Personen. Aber er war eben schon für die Bevölkerung offen. Anfangs waren es auch nur friedliche Tiere. Franz Stephan wollte also Vögel, Flamingos, verschiedene Antilopen. Maria Theresia hat sogenannte reisende Tiere abgelehnt, also Bären, Wölfe, die sind dann erst später gekommen, also Repräsentationszwecke. Dann war es so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da war es für einen Zoo einfach wichtig, möglichst große Artenvielfalt zu haben. Es war praktisch eine lebende, systematische Sammlung. Viele Leute, man hat nicht so reisen können, es hat keine Medien gegeben, man hat die Tiere aus Büchern gekannt, wenn man sie gehabt hat, aber man hat sie im Zoo anschauen können. Also wichtig war einfach, möglichst viele Tiere, die oft einzeln gehalten worden sind, die oft auch in kleineren Käfigen gehalten worden sind.
Dann hat sich gegen Ende des 20. Jahrhunderts oder eigentlich schon Mitte des 20. Jahrhunderts das Selbstverständnis eines Zoos geändert. Heini Hediger, der Begründer der Tiergartenbiologie, hat schon in den 50er Jahren das erste Mal die 4 Hauptaufgaben eines Zoos definiert, nämlich Erholung, Bildung, Natur- und Artenschutz und Forschung. Heute ist es so, dass diese 4 Aufgaben ja auch gesetzlich festgeschrieben sind in der EU-Zoo-Richtlinie von 1999 und bei uns also im Tiergartengesetz und auch im Bundestierschutzgesetz ratifiziert. Das sind auch heute noch unsere 4 Aufgaben, wobei Bildung und Natur- und Artenschutz die Schwerpunkte heute sind. Die Pandas sind im März 2003 nach Wien gekommen aus der Forschungs- und Zugstation Wollong. Pandas gehören zur Familie der Bären, haben lange Krallen, mächtige Zähne, also sind theoretisch schon auch gefährlich für den Menschen. Wir haben daher auch nur geschützten Kontakt. Sie sind vom Wesen her aber sehr ruhig und sehr freundlich. Sie sind ja ausschließlich Pflanzenfresser. Und wenn man vergleicht mit einem Eisbären, der doch regelmäßig auf die Jagd geht, sind sie vom Verhalten her doch recht anders. Bei der letzten Zählung im Freiland, die 2004 stattgefunden hat, ist man auf etwa 1600 Individuen im Freiland gekommen. Ein Problem dabei ist aber auch, dass das nicht eine geschlossene Population ist, wo es viel Vermischung gibt, sondern es sind eher inselartige Vorkommen. Der Panda kann ja nur dort überleben, wo es ausreichend Bambus gibt. Und die Bambuswälder sind leider mittlerweile sehr zerklüftet und zum Teil nur noch inselartig vorhanden. Wir versuchen zum einen die Geschichte des Pandas hier zu erzählen, auch aufzuzeigen, warum er bedroht ist, was die Gefährdung bei ihm ausmacht und unterstützen aber auch in China Naturschutzprojekte. Es wird mit unseren Geldern die Aufforstung der Bambuswälder mitfinanziert, es werden Korridore gegründet und wir sind noch ständig im Austausch mit unseren chinesischen Kollegen und versuchen auch zu Themen wie Naturschutzmanagement einen Beitrag zu geben. Pandas ernähren sich in erster Linie von Bambus, also ungefähr 95% ihrer Nahrung wird mit Bambus abgedeckt und sie brauchen da ziemliche Mengen. Sie sind vom Verdauungstrakt her nicht wirklich an die Pflanzennahrung angepasst. Sie können nur 17% des Bambus auch verwerten und aufschließen und demnach kann man rechnen pro Tier pro Tag etwa 30 Kilo Bambus, die da verzehrt werden. Wir haben mit der Ankunft der Pandas auch ein medizinisches Trainingsprogramm begonnen. Es ist uns wichtig, dass wir überwachen können, wie ist die Körpertemperatur der Tiere, dass wir regelmäßig auch ein Blutbild machen können, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Aber auch Checks, einfach Körper abtasten, Bauch abtasten, die Zähne kontrollieren, schauen, ob sich da vielleicht ein Bambus verspießt hat. Auch das ist schon ein-, zweimal passiert. Und im Zuge dieses Trainings, das auf freiwilliger Basis funktioniert, wird das Tier dafür belohnt, dass es kooperiert. Also das Tier wird gebeten, sozusagen ein bestimmtes Verhalten zu zeigen, sich herzusetzen, das Maul aufzumachen, die Pfote rauszureichen und bekommt dann als Belohnung ein Stück Gemüse, Karotte oder Süßkartoffel haben sie da sehr gerne. Wir hatten insgesamt schon 3 Jungtiere. Das erste ist 2007 zur Welt gekommen und dann im 3-Jahres-Abstand, also 2007, 2010 und 2013. Und alle 3 Jungtiere sind zur Welt gekommen, nachdem sich unsere Tiere gepaart haben, also auf natürlichem Weg. Das gelingt nur in relativ wenig Haltungen. Häufig wird mit künstlicher Besamung nachgeholfen, weil es ganz wichtig ist, dass das Paar gut harmoniert.
Eine weitere Besonderheit ist, dass die Yangyang eine ganz tolle Mutter ist und die Aufzucht immer komplett selbst übernimmt. Wir müssen sie dabei nie unterstützen, also wir mussten da nie zufüttern oder bei der Versorgung der Jungtiere helfen. Wir haben uns immer nur um sie gekümmert, darauf geachtet, dass sie alles zur Verfügung hat, was sie braucht, und sie hat das immer ganz toll gemacht. Die Pandas sind eine Leihgabe und es ist vertraglich geregelt, dass Jungtiere für 2 Jahre in Wien bleiben. Danach gehen sie nach China zurück. Pandas werden im Freiland etwa 20, 25 Jahre alt. Im Menschenobhut werden sie schon noch deutlich älter. Also die ältesten Tiere waren 35, 36 Jahre alt. In Hongkong zum Beispiel gibt es zurzeit ein Weibchen mit einem Alter von 36 Jahren. Allerdings sollte man sie doch nur bis zu einem Alter von 20 Jahren reproduzieren lassen. Danach ist es schon wirklich eine Belastung auch für den Organismus. Die Yangyang ist 2000 geboren, sie ist also jetzt 14. Demnach würden wir schon noch mit 1, 2 Jungtieren rechnen. Eisbären zählen zu den sehr gefährdeten Tierarten derzeit aufgrund des Klimawandels und der Problematik in der Arktis. Und deswegen ist das ein Grund, warum im Tiergarten Schönbrunn in Wien wir überhaupt Eisbären halten und Eisbären quasi als Botschafter angesehen werden. Und in dieser Funktion haben wir eine neue Anlage eben gebaut, die zweigeteilt ist. Denn die Tiere sind ja auch im internationalen Zuchtverband, also im sogenannten EEB, Erhaltungszuchtprogramm, integriert. Das heißt, wir haben den Auftrag zu züchten und deswegen eine zweigeteilte Anlage, wo man Männchen und Weibchen mit Jungtieren auch saisonal separieren kann. In der Kombination, dass die Tierhaltung gut ist, ist auch für den Besucher eben im Plan her eine Vielfältigkeit für den Besucher, dass er verschiedene Sichtmöglichkeiten hat. Unter Wasser natürlich interessant im Becken, wo die Tiere 5 Meter tief tauchen können, bis eben auch durch Glasscheiben oder hier von oben freier Einblick auf die Anlage, um es auch für den Besucher interessant zu machen. Aber die Message, die Sendung ist schon auch das Informationszentrum, wo wir die Leute vermehrt bilden wollen. Das ist eine Situation. Wir waren in Wien die Ersten, die vor vielen Jahren mit einem Berliner Veterinärteam künstliche Besamung gemacht haben bei den Afrikanern. Und das ist hier jetzt schon die zweite erfolgreiche Besamung. Aber was also ganz interessant ist und weltweit eigentlich eine Besonderheit ist, ist, dass dieser Samen, der verwendet wurde, zum ersten Einmal tiefgefroren war. Das war früher nicht so einfach erfolgreich, nicht so wie wir es bei Rinder, Pferden und so kennen. Beim Elefanten war das schwierig und jetzt erstmals eingefrorener Samen. Und der Aufhänger noch dazu ist, dass diese Samen von wilden Elefanten von Südafrika von einem Schutzgebiet sind. Das heißt, dort hat man Elefanten narkotisiert für GPS-Halsbänder umlegen und dabei Samen genommen und den haben wir verwendet. Das heißt, nicht nur, dass es in Nachzucht gelungen ist, ist es auch genetisch ein Input eben von der Wildbahn hier in die Zoopopulation der Elefanten. Die ist nun 1 Jahr alt und wir haben hier den sogenannten Protected, also geschützten Kontakt im Training. Das heißt, wir trainieren unsere Tiere von außen, ausschließlich mit Belohnung. Und der Kleine kann schon verschiedene Sachen. Er kann schon Beine heben und auch das Ohr zeigen. Alles nicht für eine Performance, also für Vorführung, sondern für Betreuung wie Fußpflege, Zahnkontrolle und solche Dinge. Und mit 1 Jahr kann er schon verschiedene Dinge und zeigt auch schon, dass er es gern macht. Also er ist sehr kooperativ. Sie besser gesagt, weil sie ein Weibchen ist, der kleine Elefant.
Bei den afrikanischen Elefanten ist die Situation so, dass sie außerhalb der Schutzgebiete ausgerottet sind. Aber in verschiedenen Schutzgebieten, man darf es nicht verallgemeinern für ganz Süd- und Ostafrika, hat in diesen Gebieten zum Beispiel Kruger Park in Südafrika, wo seit jetzt 110 Jahren Schutz ist, die Population sogar so zugenommen, dass man auch ans Reduzieren denken muss von dieser Population. Aber in vielen anderen Gebieten geht die Population ab und eine sehr große Bedrohung, die seit 5, 6 Jahren massiv auftritt, ist eben die Wilderei. Die Wilderei der Elefanten wegen Elfenbein. Und das ist ein doppeltes Problem. In manchen Gebieten geht es vielleicht nicht um die Zahl der Tiere, aber die Wilderer schießen die größten, stärksten und die größten Elfenbeinträger heraus. Und das ist sehr wohl auch ein genetischer Input. Und vor einigen Tagen ist erst der größte lebend bekannte Elefant, der Satao, in Kenia leider gewildert worden. Also zum einen halten wir die Tiere nicht für Ausstellung allein, sondern als Botschafter für die freie Wildbahn, sind verpflichtet auch zu züchten, aber wir engagieren uns auch in vielen In-situ-Projekten auf der ganzen Welt und im Zusammenhang mit Elfenbein, mit afrikanischen Elefanten. Wir arbeiten in Sri Lanka, habe ich Projekte auch laufen für Artenschutz, aber generell Elfenbeinthema, Elfenbeinwilderei ist, dass wir ganz, ganz eng mit der Zollbehörde zusammenarbeiten. Wir auch, da bin ich sehr involviert, mit Hunden, Suchhunden, hier 2 für den Zoll angekauft haben für die Behörde und die auch hier trainieren. Das heißt, wir haben in Wien am Flughafen 2 Schnüffelhunde sozusagen, die geschmuggelte Ware rausfiltern. Aber sowohl Reptilien als auch Papageien, aber auch Elfenbein und was noch schlimmer ist, Nashorn. Eines der interessantesten Projekte ist die sogenannte Batakur-Schildkröte. Das ist eine Schildkröte, die in Südostasien, in Bangladesch konkret, vorkommt und die dort fast ausgerottet ist. Das heißt, man kennt gar keine Plätze, wo es Tiere gibt. Und wir hatten das Glück, auch hier durch eine Privatperson, die involviert war, ein Spezialist, ein Schildkrötenspezialist, haben wir Tiere vor einigen Jahren bekommen und erstmals überhaupt in Wien die Nachzucht, weltweit die erste Nachzucht bei diesen Tieren. Und nach eben auch da wieder Botschafterfunktion, haben wir durch Sponsoren und durch eben Geldauftreiben auch erreicht, dass wir in Bangladesch eine Zuchtstation aufbauen konnten. Das heißt, man versucht im Zoo zu arbeiten, aber in situ immer an den Originalschauplätzen auch was zu tun. Und dort haben wir jetzt eine Zuchtanlage mit mehreren Teichen und Eiablagen. Und was wichtig ist, das alles ist bewacht. Denn diese Schildkröten dienen noch immer zur Nahrung in ganz Südostasien. Und das war auch der Grund, dass sie ausgestorben fast sind beinahe und es nur auf mehreren Händen abzählbar überhaupt Tiere gibt. Aber jetzt durch unser Projekt eben schon über 70 Jungtiere geboren werden konnten und es schaut gut aus, dass es so weitergeht. Auch eine interessante und dieses Mal eine europäische und nordafrikanische Art, kann man sagen, der Waldrapp, also der europäische Ibis. Und der ist auch schon im Mittelalter ausgerottet worden, auch eben weil man damals den sehr geliebt hat zu essen. Also als Essensgrundlage war der Punkt und leicht eben von den Brutwänden zu fangen ist. Deswegen ist der ausgestorben. Und es gibt einige Gruppen, die aus unserem Zuchtstamm kommen. Wir haben auch eine große Zuchtvoliere hier im Tiergarten Schönbrunn. Und diese Tierart aber hat in früherer Zeit Zugverhalten gezeigt nach Nordafrika, aber auch Richtung Nahost. Und die letzte kleine Population ist eben in Marokko zum Beispiel zu finden. Und die Problematik unserer Tiere, wir siedeln ja viele Tiere in die Wildbahn aus,
wie Bartgeier, Habichtskauz, verschiedenste Arten von uns fliegen in der Wildbahn, auch der Waldrapp, aber die müssen erst lernen, in den Süden zu ziehen. Und das wird mit einem Art Fluglernprojekt gemacht, wo also ein Leichtflieger, eben die Jungen hier aufgezogen werden, im Tiergarten bewusst an den Menschen geprägt werden, um dann mit dem Leichtflieger mitzufliegen. Und von Jahr zu Jahr gelingt das besser. Es ist noch viel, viel Arbeit, bis das wirklich erfolgreich ist. Aber es schaut ganz gut aus. Es ist ein Gesamtprojekt sehr aufwendig. Und was auch interessant ist, man lernt auch über die Züge und auch die Verbindung zu Slowenien ist. Die fliegen wirklich also hier von dem österreichischen Bereich über Slowenien und dann über Italien runter in den Süden, wo sie dann überwintern und dann wieder zurück nach Österreich fliegen. Die Situation der Zoos ist sehr, sehr unterschiedlich. Man kann auch nicht verallgemeinern. Ich glaube, man muss schon die Riege der wissenschaftlich geführten Zoos herausnehmen. Und hier eben ist es ganz klar von der Weltzooorganisation auch definiert, dass eben Artenschutz, Naturschutz, Forschung die wichtigen Pfeiler, Standbeine zu sein haben, um heutzutage überhaupt eben es vertretbar ist, dass man Wildtiere in Menschenhand hält. Und hier haben wir zum Beispiel an die 52, 53 Tierarten, die gefährdet sind, in einem Zuchtprogramm drinnen sind und über 20 Projekte in situ auch. Das heißt, man bleibt nicht mehr im Zoo, geht auch nach außen hin und ist hier aktiv und verbindet die Zusammenarbeit mit den Freilandbiologen. Und nur dann ist man, glaube ich, erfolgreich. Und nicht zu vergessen darf man auch, ein wichtiger Punkt, die Bildung. Wir müssen den Leuten erklären, wenn wir hier versuchen, Strom zu sparen, nur als einfache Sache, alternative Energie, das Wegwerfen zu reduzieren und all diese Punkte, dann helfen wir im Endeffekt auch dem Eisbären zum Überleben in der Arktis. Ich glaube, der Zoo hat in den letzten 20 Jahren eine ganz großartige Entwicklung gemacht. In einer über 260-jährigen Geschichte gibt es immer gute und schlechte Zeiten. Und der Tiergarten Schönbrunn war dreimal fast vor der Schließung. Das war nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg und Ende der 80er Jahre, wo er so den Anschluss an die moderne, zeitgemäße Tierhaltung verloren hat. Der Tiergarten ist im Besitz der Republik Österreich, also des Bundes, wird aber privatisiert geführt als GmbH. Und das seit 1992. Und seit 1992 hat es auch diesen Aufbruch gegeben. Es sind fast alle Gehege renoviert worden. Es sind auch die Aufgaben in eine andere Richtung gegangen, nämlich, wie gesagt, sehr, sehr stark auf Bildung, auf Bewusstseinbildung. Wir haben eine Mission. Wir sagen, wir möchten die Besucher und Besucherinnen einfach für die Welt der Tiere begeistern und damit auch ihr Bewusstsein für die Notwendigkeit von Natur- und Artenschutz fördern. Das ist eigentlich für mich der wichtigste Kernpunkt und daran arbeiten wir weiter und da möchten wir uns auch weiterentwickeln und das geht auch nur mit einer zeitgemäßen Tierhaltung. Weil wenn die Besucher, die hereinkommen, das Gefühl haben, den Tieren geht es hier nicht gut, dann kann ich auch keine Botschaften vermitteln und dann habe ich meinen Auftrag nicht erfüllt. Und in diese Richtung arbeiten wir weiter und möchten uns auch weiterentwickeln. Tako, spoznali smo nekaj živalskih prebivalcev Dunajskega živalskega vrta. V družbo živali in ljudi pa vas vabim tudi prihodnji teden. Se vidimo!